Ja, der KI-Kompass umfasst eigentlich 3 Bereiche und das ist einmal Orientierung, Praxis und Austausch. Und diese 3 Bereiche sind halt sehr eng miteinander verbunden und insgesamt geht es darum eigentlich, den Lehrkräften, den Schulleitungen, den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Eltern eine Orientierung zu geben, wenn es ums Thema künstliche Intelligenz in der Bildung geht, was da zu beachten ist. Das heißt, wir wollen im Prinzip wirklich einen Orientierungsrahmen geben und auf der anderen Seite aber auch praktische Hilfen. Und wir wollen sagen, das ist eine gemeinsame Challenge und die gehen wir auch so an. Das heißt, die 3 Bereiche greifen ineinander. Ein bisschen konkreter gesagt geht es halt bei der Orientierung darum, dass wir einen Strategievorschlag entwickelt haben, der jetzt auch in den nächsten Wochen mit den wichtigen Stakeholdern der Bildungslandschaft diskutiert werden wird, den wir dann gegebenenfalls adaptieren werden und im Januar nochmal auf einer Konferenz dann auch vorstellen werden. Auf der anderen Seite, der zweite Teil ist die Praxis. Natürlich ganz wichtig, wie gehe ich jetzt wirklich mit KI um? Lernen mit KI, also im Einsatz von den KI-Tools in der Schule selber, aber auch im Gespräch über KI mit den Schülerinnen und Schülern. Und da haben wir im Prinzip auf der Seite ki-kompass.lu jetzt Praxismaterialien. Wir stellen dort Tools, die wir geprüft haben, zur Verfügung. Wir bitten aber auch um Feedback, falls noch etwas fehlt. Wir sind da sehr offen. Und das bringt uns auch direkt zum dritten Teil eigentlich vom KI-Kompass, dem Austausch. Da geht es darum, dass wir wirklich mit Communities of Practice, das heißt mit Austauschgruppen in den einzelnen Schulen, mit Weiterbildung, aber auch über die Feedback-Funktion eben auf KI-Kompass mit der ganzen Schulkommunität in Kontakt kommen und dort gemeinsam eben auch den KI-Kompass weiterentwickeln. Ja, KI in der Schule ist ein relativ komplexes Thema. Es hat ganz viele Facetten. Auf vielen Ebenen gibt es da total viele Fragen. Also es fängt an mit, darf ich dieses Tool einsetzen eigentlich in der Klasse? Was mache ich, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Schüler KI verwendet, habe ich das aber gar nicht autorisiert habe? Wie kann ich dann eben damit umgehen? Wie kann ich das beweisen? Kann ich das überhaupt beweisen? Also es gibt sehr viele Fragen und wir sagen, da kann kein Einzelner eine Antwort drauf finden. Das heißt, KI bildet eine Chance für das ganze System, aber auch eine Herausforderung für das ganze System. Und das wollen wir auch dann entsprechend so gemeinsam angehen. Und in dem Sinne ist es wirklich auf Ministeriumsebene, auf Schulleitungsebene, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler wirklich, er richtet sich an alle und soll dort eben auch jedem Einzelnen eine Art Entlastung bringen, aber auch die Möglichkeit geben, entsprechend gemeinsam den KI-Kompass weiterzuentwickeln, seine Fragen zu stellen, dass wir gemeinsam Antworten darauf finden. Ja, der KI-Kompass ist im Prinzip für alle Partner, die sich für das Thema KI in der Schule interessieren, damit in Kontakt sind. Also ganz konkret bedeutet das, dass wir in der ersten Phase uns erstmal auf Schulleitung und Lehrkräfte konzentrieren. Wir haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass sich diese Leute wirklich kompetent fühlen, das Thema anzugehen und entsprechend auch in der Schule umzusetzen. Und in dem Sinne haben wir dann dort auch den KI-Kompass jetzt erstmal auf diese Zielgruppe ausgelegt. Das heißt, wir stellen Tools zur Verfügung in dieser ersten Phase, in dem Lehrkräfte Unterricht vorbereiten, nachbereiten können, differenzierte Materialien erstellen können. Das ist unsere erste Phase. In der zweiten Phase, die jetzt aber auch sehr zeitnah erfolgen soll, wollen wir natürlich auch Schülerinnen und Schüler noch weiter ansprechen, indem wir wirklich dann diese Tools, die bieten die Möglichkeit, dass Lehrkräfte eben digitale Klassenräume eröffnen und dort eben auch KI-Tools den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung stellen, dass sie dort wirklich live sich über KI und mit KI informieren können und dann auch eben den verantwortungsvollen Umgang live erlernen können. In der dritten Phase sehen wir natürlich ganz klar dann auch die Eltern. Auch dort werden wir quasi eine Sensibilisierungskampagne ins Leben rufen und dort auch auf breiter Ebene informieren. Der KI-Kompass lädt wirklich alle Partner der Bildung der Schulen in Luxemburg dazu ein, den KI-Kompass und den verantwortungsvollen Umgang mit KI in der Schule gemeinsam verantwortungsvoll weiterzuentwickeln und zu gestalten.